Dann müssen wir einfach noch etwas essen, denke ich mal. Einschlafen mit vollem Bauch geht nämlich viel besser. Ja, aber was sollen wir denn essen? In die Küche traue ich mich nicht, da sitzt sicher der grosse Bär. Bei uns daheim gibt es nicht nur in der Küche zu essen. Wir haben zum Beispiel noch eine Vorratskammer. Und dort hat es... Oh, lass mich einmal überlegen, Mozart. Etwas zu essen, das nicht in der Küche ist... Zum Beispiel ein paar Herdöpfel, ein bisschen trockenes Brot. Einfach etwas, für das der Bauch voll wird und wir schlafen können. Schoki, Mozart, Schoki! Auf dem Kasten oben im Gang aussen, in einer Hutschachtel rein, für den Geburtstag vom grossen Bär, hat es ganz einen Haufen Schoki versteckt, das weiss ich. Ganz sicher. Schoki esse ich natürlich auch. Das ist sogar noch besser als rohe Herdöpfel und trockenes Brot. Oh, Schoki ist mir das Liebste. Meins auch. Also, auf was warten wir denn noch? Also, los. Ganz langsam die Türfallen abdrücken, ganz leise die Türen auftun. Die beiden täppeln zur Türen aus auf den Gang. Sie nehmen sogar noch einen Stuhl aus dem Kinderzimmer mit. Der Mozart hat den Stuhl fest an der Lehne. Der Buddy steigt auf den Stuhl auf und mag so knapp zur Hutschachtel aufrecken. Er probiert und richtig, er kann sie auf die Seite überschieben, bis sie über den Rand vom Schaft kippen. Achtung! Der Buddy kann die Schachtel aber noch gerade so packen. Es passiert nichts. Heb die Schachtel ganz fest. Dann komm runter und stell sie zuerst hier am Boden. Wo die Schachtel unter vielen gefährlichen Schwankungen endlich ist am Boden gelegen, hat der Mozart den Deckel abgenommen. Hat das herrlich geschmückt. Die Hutschachtel war bis fast oben voll mit farbig eingepackten Schokolädchen. Der Mozart trägt rein und nimmt eine ganze Handvoll Schöckeli raus und legt sie auf den Teppich. Jetzt macht er die Schachtel mit dem Deckel wieder zu. Der Buddy ist schon wieder auf dem Stuhl. Der Mozart gibt ihm die Hutschachteln rauf. Der Buddy kann sie ganz knapp wieder auf den Schaft aufwuchten und steigt ab dem Stuhl. Jetzt schnell den Stuhl wieder ins Kinderzimmer reinstellen, dann raus die Schokolädchen holen, ganz leise die Tür zumachen, fertig. Hiudi hui, wir haben es geschafft, Mozart. Da, nimm auch. Jetzt fängt ein grosses Rascheln an. Die blöden Papierli. Dann ein längs Schmatzen. Beide haben angefangen zu keuen und der Mozart meint: Ist das gut? Gib mir noch mehr. Ich bin noch nicht müde genug. Ich auch nicht. Beide mampfen mit vollem Mund. Ständig müssen sie wieder neue Schöckeli aufmachen. Aber nach einem Zeitchen hat es immer weniger und am Schluss keine mehr. Sie haben alle Schöckeli gegessen.